A bunch of dreamers with their fist up. Trigger happy, aiming high, we never give up. When we fall, it's cause we stood for what we came for. I guess it's time a brother finally took the chains off. Hallo zusammen, hier ist der Cletus von Crown Crew. Ich zeige euch hier ein kleines Rusher Free-for-All, das relativ gemütlich startet, aber dann eigentlich gäbig abgeht. Ich habe das gerade gestern gespielt und vor dem Game hat mich einer geschlagen, bin ich Nummer 2 geworden und er hat einige Killstreaks am Himmel gehabt, die mir ziemlich geholfen haben. Und da habe ich mich entschieden, ja gut, meistens spiele ich mit der Spezialistenklasse, probiere ich doch das auch mal. Und haben mir dann auch ein kleines Setup zusammengestellt, Predator-Raketen, der Attack-Heli und der AH-6 Overwatch, der mich ja begleitet. Ich schaffe es glaube ich nur einmal bis zu denen und sie geben mir nicht wahnsinnig viele Kills. Nichtsdestotrotz, das Game ist wunderbar gelaufen. Ein paar Tote muss man aufnehmen, wenn man umzieht. Aber ja, hat durchaus Spass gemacht. Das kleine Info zur Waffe, die ich hier brauche, das ist ja PP90 M1. Die Wasserspritzpistole oder das Dildo-Magazin, wie auch immer der Spitzname ist. Das Geile ist auf jeden Fall, ich habe mich schnell ein bisschen informiert über die Waffe, die ja irgendwie aus Russland oder so kommt. Das Teil ist richtig abgefahren und scheisse im echten Leben. Ganz im Gegenteil zum Game, wo sie ja ein richtig schönes Biest ist, wenn es über kurze bis mittlere Distanzen geht. Und ja, im echten Leben ist es eben so, dass sie auch nicht unbedingt sehr angenehm zu verwenden ist, weil das Magazin muss man wie im Game vorne einfiddeln, einhängen und dann muss man unter dem Lauf noch so einen Knopf drücken und könnt euch mal vorstellen im echten Leben, der Lauf wird sicher hure heiß, wenn man es viel braucht. Darum eben, in Real Life ist das eine ziemlich sacky Pistole, Knarre, Maschinenpistole. Der Wichser hat durchgecampt, den habe ich voll nicht gesehen. Aber jetzt müsst ihr gerade schauen, wenn ich das Arschloch abkassiere. Jetzt hockt er dort hinten. Jawohl, ein Wichser. Anyway, auf jeden Fall eben im echten Leben ziemlich scheisse. Und im Game umso besser. Jetzt ist es so, dass der ja das ganze Magazin verballert und wenn er dann nachladet, muss es vorher wie normal beim Nachladen auch einhängen. Dann tut er wirklich in der Animation und das Knöpfchen drücken. Jetzt die Animation mit dem Knöpfchen drücken könnt ihr abbrechen, indem dass ihr zum Beispiel wieder auf den Säckle-Knopf drückt, den Stick reindrückt und so kommt ihr eigentlich ziemlich gäbig zu einer kürzeren Nachladeanimation. Seht ihr, jetzt war es genau gewesen. Jetzt hat er vorher noch das Knöpfchen gedrückt, wenn man ihn hat gelassen, aber ich bin schon weiter gesäckelt, es war nämlich nachgeladen gewesen. Und dann muss man sich dort nicht mit dieser Animation aufhalten. Da habe ich ein bisschen Schwenk gehabt. Da habe ich noch mehr Schwenk gehabt. Ganz geil. Und der hat zum Glück auch die Waffe gewechselt, darum hat dort das Messer auch prima funktioniert. Ist gerade eine schöne, actiongeladene Sequenz gewesen. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen mit meiner kurzen Waffenkunde bezüglich PP90. M1, genau, das ist wichtig, der Unterschied. Es gibt nämlich scheinbar auch normale PP90, whatever. Jetzt noch schnell etwas anderes. Vielleicht ist euch aufgefallen, wenn ihr am Anfang von einer Demolition zum Beispiel gerade eine Predator-Rakete aufs gegnerische Team rasseln, dann ist es bei uns Crown Crew Gameplays letzte Zeit häufig so gewesen, dass die Kills gar nicht gezählt haben. Man hat dort 3 Leute abkassiert und man hat einfach gar keine Kills für das bekommen. Jetzt sind wir uns nicht ganz sicher, mit was das zusammenhängt. Es kann sein, dass man am Anfang eben noch gar nicht die Leute killen kann. Irgendein Spawn-Timer oder so. Aber das wäre unglücklich, weil dann sollte man eigentlich einen Predator auch nicht dürfen starten. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Habt ihr auch schon mal ganz am Anfang von einem Game einen Predator auf einen Gegner rasseln und dann hat es nicht die Punkte nicht gegeben? Strange. Okay, hier mal schön gerade 10.000 Ponys bekommen. Jetzt müsst ihr euch das reinziehen. Startet auch meine Predator-Rakete. Ist richtig scheiße auf dieser Map, empfehle es nicht. Rauf, sehe wie der Typ da rückwärts aus dem Fenster springt und dann haben wir doch den gerade schnappen. Hier geschwind Waffe gewechselt, gerade wieder 2 abkassiert, was geht mit denen? Richtig Freude gehabt und hier dann leider zu viel des Guten. Wäre ich gescheiter noch schnell ein bisschen am Chillen gewesen, bevor sich mein Leben dann voll aufgefüllt hat. Also,
Jetzt geht es nicht mal zu lange ins Game rein. Die Unterhaltung war hoffentlich gut für euch. Hier noch schnell einen reinhebeln. Hier der zweitletzte. Und jetzt noch ganz schnell der letzte. Jawohl. Das ist sowieso ein guter Spot, um sich aufzuhalten hier auf der Map. Neben der Röhre. Hier in diesem Bereich. Da kommen sie immer wieder rein, wenn sie gespawnt haben. Hoffe, euch gefallen. Geben wir doch Bescheid wegen der Predator. Ist euch das auch schon passiert? Schöne zusammen. Even if I'm not, I'll probably make it.